Willkommen zurück, Freunde, zu... Ja, so läuft Krieg bei 1800. Willkommen zurück, Freunde. Oh, Mann, 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 wieder mal der perfekte Zeitpunkt, wo jetzt meine Schiffe hier gelandet sind. Da willst du eigentlich nur verkaufen und dann ist da so eine Scheiße. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist sowieso gerade irgendwie... Ah, okay, der ist in eine andere Richtung unterwegs. Glück gehabt, Glück gehabt. So, schicken direkt mal hier hin. Kann ich wieder auf normal stellen. Ja, dann kann ich langsam mal ein bisschen erzählen, was eigentlich so abgegangen ist seit der letzten Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit für euch vergangen ist. Für mich ist es ein paar Tage, etwa 10. Die Bilanz, wie geil. Ja, ein paar Tage sind eben vergangen und ja, was ist konkret passiert? Wir haben ja, ach, das haben wir hier auch noch, oder? Genau, der Quatsch ist noch drin. Es geht ein bisschen darum, ich habe mittlerweile eine Special-Folge aufgenommen. Hat einem Angriff standgehalten. Okay, schön. Ja, eben, ich habe mittlerweile eine Special-Folge aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die zum jetzigen Zeitpunkt bereits erschienen ist oder ob ich die irgendwie später dazu hole, sage ich jetzt mal. Kann ich noch nicht genau sagen. Irgendwie erst am Schluss vom Let's Play veröffentliche, whatever. Ja, es geht ein bisschen. Also in der Special-Folge geht es eigentlich darum, warum ich hier mit der Quest hier, sprich darum, Kidusen Netoni, Lexikon Besa, was da eigentlich so abgeht, warum das Ganze verbuggt ist und so weiter und so fort. Es ist ein Bug, das ist soweit auch bekannt, man weiß nicht genau, wann der gefixt wird. Und da dachte ich mir so, komm, da bringt irgendwie nichts, wenn ich da irgendwie sage, ja Gott, dann mach es halt später irgendwie. Dann habe ich jetzt halt, ja, also später, nee, Moment, ich muss anders anfangen. Was später machen? Dass ich später nachholen werde quasi, wenn der Bug da gefixt ist, weil das würde nichts bringen. Denn die Quest-Reihe selber schon abgeschlossen. Das zeigt vor allem von denen hier, von den Palästern, beziehungsweise von den Palastanbauten. Wir haben hier, man kann eigentlich sagen, Ruinen, wo man ursprünglich dachte, aber sind eigentlich wie, ja, Varianten, sag ich jetzt mal. Varianten des Ausbaus, die dazukommen, sobald wir halt gewisse Fortschritte mit der Story gemacht haben. Und der Teil hier, der Palast ist halt dafür, dass Kidusen Netoni uns beigetreten ist. Es ist nicht optimal gelaufen, das stimmt, man hätte es besser machen können. Das werde ich dann in dieser Special-Folge zeigen, oder habe es bereits gezeigt. Kann gut sein, dass die Special-Folge hier vor, diese Folge 191 kommt. Und da geht es auch ein bisschen darum, was hier noch passieren würde, weil man kann hier halt noch weiter ausgraben. Aber schlussendlich geht es vor allem darum, wenn man halt so eine Quest, sei es von Kidusen Netoni, oder sei es Vahadesha, oder sei es hier unten Angereb, mit dem Prinz von Angereb. Es wird halt vor allem daraus hinauslaufen, dass man halt bessere Items kriegt. Das ist alles. Ich glaube, wir haben sogar schon ein Item davon bekriegt, genau das hier. Grunde von Mbesa ungewöhnlich, das müsste das gewesen sein. Wenn man es halt perfekt löst oder besser löst, werden halt die Items eben noch seltener. Es gibt neben, statt ungewöhnlich gibt es glaube ich noch selten und dann gibt es legendär. Und würde man es perfekt lösen, hätte man irgendwie Chronik von Mbesa legendär. Ich glaube, die Attraktivität wäre plus 50 und man würde, glaube ich, sogar noch eine Vase zukriegen, noch eine seltene. Also so ähnlich wie das hier, nur halt noch ein bisschen seltener. Ja, das sind halt solche Dinge, die man halt noch machen könnte. Ich habe mir jetzt dazu entschlossen, nein, ich spule nicht nochmal zurück und mache die Quest richtig. Weil eben das Einzige, was ich jetzt falsch gemacht habe, sag ich jetzt mal, dass irgendwie da mit den Dingen abgeben für Lexikon von Jan Besas in der falschen Reihenfolge gemacht haben. Deswegen habe ich jetzt halt den Backup. Eigentlich ist die Quest 3 abgeschlossen. Und das können wir für uns also verbuchen. Dass Kidusen Netoni für uns abgeschlossen ist und auch beigetreten ist. Fertig. So. Der Kaiser mag Sie als Angenommen, ich würde Sie in mein Heim einladen. Was sollten Sie dann zum Dank für die Einladung mitbringen? Keine Ahnung. Aha, da ist so eine Quest, okay. Kulturschock. Die älteste Tafachi Keki, der Kaiser mag das bla 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 bla. Angenommen, ich würde Sie in mein Haus einladen. Eine durchaus unwahrscheinliche Annahme. Was würden Sie als Gastgeschenk mitbringen? Teurer Weihrauch und Öl wären als Geschenk angemessen. Ja, warum als Geschenk angemessen? Ich meine, Mbesa ist nicht unbedingt ein Land, das mit seinen Besitztümern, mit seinen... Ja, das Wort dafür gerade schon wieder. Nicht Besitztümern, sondern mit seinem Prunk, mit seinen teuren Gegenständen, sag ich jetzt mal, das damit prahlt.
gibt ein bestimmtes Wort dafür, mir fällt es gerade nicht mehr ein, verdammt. Nicht Prunk, es ist irgendwie, wenn man, wie heißt das? Wenn man halt irgendwie im Luxus lebt, besonders Luxus, dann gibt es einen bestimmten Begriff dafür. Aber egal, mir fällt es gar nicht mehr ein. Auf alle Fälle eben deswegen glaube ich das eher weniger, weil mir im Besa bisher nicht so vorkam, dass es so ein Land wäre. Eine kleine verzierte Schatulle kann man schon erwarten. Kann man schon erwarten, ja gut. Kleine verzierte Schatulle, warum verzierte Schatulle? Was hat das mit im Besa zu tun? Honigsüßes Gebäck als Geschenk, selbstverständlich. Okay. Honigsüßes Gebäck als Geschenk. Warum? Ich habe bis jetzt nie... Ich habe bis jetzt nie irgendwie gesehen, dass Gebäck jetzt... Das wäre, was sie bräuchten, was sie wollten, was ein Luxusgut... Luxusgut, das war's, was ich vorhin gesucht habe. Was irgendwie ein Luxusgut wäre. Arsch. Honigsüßes Gebäck als Geschenk, selbstverständlich. Andererseits... Ich jetzt gerade mal... Also wenn ich mich richtig erinnere und eben wegen dieser verdammten Kidusen Nitoni Quest habe ich mich jetzt wirklich lange damit gequält. Mit M-Besa. Wenn ich mich da jetzt alles komplett erinnere. M-Besa. Ein Land von Traditionen. Das dem Fortschritt nicht meidet, aber trotzdem halt eben seiner Kultur Beachtung schenken will. Und es darum geht zu teilen. Teile und herrsche. Ganz recht. Schwein gehabt. Sind Geschenke, die nicht geteilt werden können. Sie sind nichts als eine prahlerische Zurschaustellung von Reichtum. Schwein gehabt. So, haben wir es richtig gemacht. Puh. Wann das? Ein nagelneues Klusen erstellt der Kirche von... das hier. Okay. Cool. Also man sieht, je nachdem welches Land beitritt, dass es halt mehr und mehr ganz im Besa verändert. Und darum will ich jetzt, das ist eigentlich auch mein Ziel ein bisschen, Freunde. Bisher habe ich es eher so gemacht, ja, alles ein bisschen durcheinander. Mach mal das hier, also eine Quest hier unten, eine Quest hier oben, dann wieder hier und so weiter und so fort. Jetzt will ich es eher ein bisschen kompakter haben. Deswegen zurück nach Varadesha und zwar die Schiffe verkaufen. Der Himmel ist blau. Grenzenlos. Beziehungsweise Varadesha gerne abschließen. Leinen los! Der Himmel ist blau. Salz und frische Nahrung. Nun wird Wahadesha überleben. Ein vielversprechender Beginn. Das war auch so zu erwarten. Okay, die Schiffe sind da. Wir sind alle noch ausgerüstet soweit. Die Unverwüstliche ist da. Das Leben zurück. Aber es gibt hier noch viel zu tun, damit es wieder eine Waha wird. Waha. So, ich habe gerade gesehen, er hat mir da etwas zurückgekauft. In der alten Welt, deswegen ging meine Dinger ein bisschen runter. Ich habe nur noch 2. Ja, nur noch Anteilswert. Steigt er wieder ein bisschen. Wisst ihr was, Freunde? Ich warte mal damit noch ein bisschen. Weil Bilanz ist soweit gut, gar kein Thema. Da will ich jetzt gar nicht eingehen. Mir geht es ein bisschen darum, ich habe noch ein bisschen Gedanken gemacht, eben während ich da offscreen wegen der Quest um Kidusen Nitoni gequatscht habe, recherchiert habe. Und ich möchte noch ein paar Dinge in der alten Welt verbessern. Punkt Nummer 1. Dieses scheiß Gaskraftwerk muss weg. Weil ich brauche die verdammten Zeppeline. Das machen wir hier also anders. WTF, wo ist er hin? Treibstoff? Ne, das ist was anderes. Dann machen wir später noch ganz kurz. Lederstiefel. Wo kommt der plötzlich her? Gelehrte. What? Okay. Was bringt mir das? Hä? Menschen lassen sie hochleben. Ja, Moment. Ich suche gerade. Wo zum Henker ist der Strom hin? Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Ach, das ist doch... So, warte mal. Ich weiß, ich mache da 1000 Dinge auf einmal, aber das muss wirklich sein, wenn wir uns nachher auf M-Besa konzentrieren können. Das mit den Segeln, nee. Das Trill Ornamente, hä? Okay, der ist auch neu.
BTR, plötzlich ganz neue Dinge hier. So, schauen wir ganz kurz um. Nee, oh, Moment, das hatten wir. Doch. Und zwar. Eigentlich sind es Verbrauchgüter, oder? Strom ist auch ein Verbrauchgut. Naja, gut. Kann man so oder so sehen. Aber kaum weiß was, gehen wir zu lange. So. Haben wir ein Kraftwerk. Dann machen wir hier mal wieder ein neues. Weil ich habe vorhin gesehen, ich habe eigentlich genug Öl. Zumindest, und das ist der Witz an der Sache. Bright Sands Bierfest, haha, geil. Hier habe ich genug Öl, gar kein Thema. Hier oben habe ich eher ein bisschen Problem damit. Ja, nur 76, und denke mir so, what? Vor allem, wir haben noch hier das mit dem Traktortest, Freunde. Ich will endlich mal die Quest abschließen, weil sie geht mir auf den Sack. Und zwar, mal ganz kurz gucken. Wir sind bereit, um die Arbeit schnellstmöglich fortzuführen. Versteckt die Flaschen. Nun brauche ich keine mehr auf Lager, wir haben den genug. Wann geht's hier denn mal weiter? Den auch mal noch pausieren. Okay. Dann als nächstes. Moment, wenn wir schon. Alte Welt Arktis, alte Welt im Weser. Genau, dann kann ich wieder rausschmeißen. Hatten wir nicht etwas, was wir nachher in dem Besa brauchen? Verdammt. So, Gott. Doch, da mit dem Glas war's. Die Glas. Ich brauche nachher da unten Glas für was auch immer. Aber du kannst schon mal vorbereiten. Ich meine, brauchst du sowieso. Also insofern. Die Glasproduktion wieder ein bisschen ankurbeln. Ich habe schon so verdammt viel. Ich habe echt schon viele Hütten. Ich kann natürlich noch viel Quarz an, ne? So ist es auch. Okay, kann den nochmal ganz kurz upgraden. Die Baukosten. Vor allem 100.000 so ein scheiß Gebäude. Ja, die Kohle, die wird mich hoffentlich nicht allzu viel Geld noch kosten. Warte mal. Ja, was kann es anders machen hier? Mensch. Ja, das ist gut, eben das mit Segel und so. Weil da oben brauche ich Segel. Wo ist denn? Ah, hier, Treibstoff. Den nehme ich raus. Braucht's nicht mehr. Der soll da oben bleiben. Weil Treibstoff ist eigentlich auch nicht Treibstoff, sondern ist ja eigentlich auch Arktis, alte Welt 1. Wir haben alte Welt, Arktis 1. Ja gut, das ist natürlich... Das ist auch so etwas, ey. Segel und so, das ist eigentlich hier... Weil ich produziere sowieso hier, also wieso mache ich hier einen doppelten Umweg? Stimmt eigentlich. Warum der Quatsch? Aber Bright Sands ist hier. Also in Teachwater lade ich 50 Segel ein, lade es hier aus. Und das nur, damit ich es nachher, wenn ich sowieso hier hingehe, sage ich mir, hey, Segel einladen, und dann gehe ich hier hin, nach Teachwater, um wieder Messing einzuladen. Was ich halt ein bisschen seltsam finde, damit dem Messing. Ich lade den Bright Sands ein und laden hier aus. Wenn ich hier den Messing auslade. Ja klar, also für die Weiterverarbeitung, das verstehe ich soweit schon. Schiff unter Beschuss. Ah, und hier ist halt das große Depot. Deswegen, okay, gut. Dann macht Sinn. Dann macht Sinn. Das trotzdem da rausnehmen und dann hier die Segel mitnehmen.
Ja, die habe ich natürlich so viel. Das ist trotzdem passen. Weil eben ich schippe sie hin und her. Das haben wir hier bei Route 4. Gesehen, beziehungsweise jetzt sehen wir es nicht mehr. Hä? Das ist noch seltsamer als zuvor. Ja, es muss halt schon sein, weil hier habe ich halt das große Lager dann. Ja, aber trotzdem, das ist noch nicht optimal. Das muss man später mal, wenn ich ein bisschen Zeit und Ruhe habe. Genau deswegen, weil das wollte ich jetzt nicht. Neue Befehle? Aber in dem Fall keines der Schiffe, also Friedensmodus war. Ne, weil die beiden sind ja Friedensmodus. Okay, ganz mal Neues verkaufen, bitte. Alles wird sorgfältig Bereit für aufgeteilt. den Einsatz. Gut, ich meine, es ist natürlich jetzt ein Schiff, was hier in der Nähe war jetzt auch nicht so viel wert und so, also da kann man jetzt mal ein bisschen drüber wegsehen. Auch nicht viel, aber ein bisschen. Route eingezeichnet. Will man uns verarschen? Okay. Interessant ist auch dadurch irgendwie Waren verliere. Unterwegs. Stimmt, so ein Clipper, also gar nicht eines der Schiffe, mit denen ich angreifen kann. Ruder Ja gut, dann muss man ganz kurz hier neue Waren holen. Gar keine Kanonen mehr. Hä? Ihr habt doch nie im Leben schon alle Kanonen. Jetzt schwöre ich hätte noch nicht alle. So. Machen wir das mal wieder. Von dem noch den Quatsch, der mir ein bisschen aufregt, dass ich es so mache. Problem ist halt hier zu sagen, hey, hier Zink einladen, das wird mir nicht viel bringen, weil ich halt hier keins mehr habe, weil ich es bereits rüber schippere. Logisch, deswegen macht es auch keinen Sinn. Wird es Sinn machen, den Schnaps im Bright Sands zu holen? Ja, durchaus. Also warum hier holen? Und hier das gleiche. Kann direkt Bright Sands in die Tonne treten. Ja, nur so und bring's nachher in die Arktis, oder? Passt doch. Gut, haben wir das schon mal ein bisschen optimiert. Da ist alte Welt im Besa, da ist halt Arktis, alte Welt, weil ich brauche hier in der Arktis halt die Waren. Den war er nicht mehr. Das ist aktuell gerade nicht. Genau, das heißt, er wird das Gas künftig in der Arktis auch behalten für neue Luftschiffe. Das ist der Plan. Der Plan. So. Ich glaube, vorher soll es das mal gewesen sein. Dann sind wir noch nicht wieder, sage ich jetzt mal. In der alten Welt gehen wir mal schnell manuell hin. Einige Felder könnten helfen. Ja, aber ihr habt hier sowieso genug Weizen und da ist alles cool. Alles cool. Sogar cool. Ich schicke den mal hier hin. Und jetzt kommt es drauf an. Traktorscheune. Ich will das mal ganz kurz noch testen, Freunde. In dieser Folge. Oh ja, warte mal. Wir kümmern uns hier um alles. So. Das ist so, der braucht noch einen Tankhof. Und der wiederum muss verbunden werden. Lieber den Treibstoff zur Traktorscheune. Soweit wäre es eigentlich kein Problem, vorausgesetzt wir hätten genug Treibstoff, was wir eigentlich nicht mehr haben. Noch ein bisschen was. Verdreiht sie dafür. Das einfach nur, damit wir das schon mal gesehen haben, wie das nachher gleich funktionieren wird. Währenddessen Diplomatie mal kurz checken. Ich würde das gerne mit euch ein bisschen erhöhen hier. Geschenk anbieten, nee, sorry, mit Kohle machen wir momentan jetzt nichts mehr.
Schön, dass wenigstens eine Person an das glaubt, was ich zu schaffen versuche. Ich versuch's so, komm. Ziel ist, ich muss glaube ich um 60 oder 70 rumbringen, damit ich im Handelsrecht reinkomme. Da ist das Problem, Friedensvertrag ersuchen, absolut sicher. Heute Okay, ist kein guter Tag, um zu sterben. cool. Geht das bei dir auch? Schwindel. Ja, nehme ich an. Wie sieht es bei dir aus? Sie führen ihr Geschäft wie ein Kopflos. Weißt du was? Also, Ein skandalöses Angebot. ja, dann halt. Ihre Speichelleckerei. Au contraire. Es gibt nichts Modischeres als ein Monokel. Leck mich, la 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 la. Egal. Dann mal ganz kurz gucken. Captrilorni. Da haben wir eigentlich mal überlegt, das mit den Glühbirnen können wir eigentlich auch mal vorantreiben, weil ganz ehrlich, ist gar kein Problem, das zu machen. Dann könnt ihr noch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Vielleicht in der späteren Folgen. Neue Welt. Das wird auch in Ordnung, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich in der Folge passiert mit dem Special, wo irgendwie, warum auch immer, plötzlich hier die Piranhas, sprich er hier, Jean Lafortune, hat eine unglaubliche Armee plötzlich aufgestellt. Ich meine, er hat ein paar Schiffe, ja. Aber hat man eigentlich immer relativ in Ruhe gelassen. Hat plötzlich eine ungeheure Armee aufgestellt und alles bei mir in Grund und Boden geschossen. Das war ein bisschen, wo ich sagen musste, wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Deswegen hier mal Vorbereitung schon mal treffen. Die Arktis ist dann hier. Hä? Wo ist denn der? Egal. Hier muss ich auch noch ausbauen, genau, und hier oben und so. Also auch mit Holz und so weiter und so fort. Wenn ihr das auch schon mal ein bisschen gehört habt, ist denn hier oder was? Ah, hier. Rüsten Sie in einer beliebigen Verwaltung aus einen beliebig positiven Erlass. Hä? Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Ein positiver Erlass? Aber sowas überhaupt irgendwo? Ei. WTF? Okay, das ist eine ganz, ganz seltsame Quest hier. Muss mal gucken, ob ich überhaupt so ein Item überhaupt habe irgendwo. Schiff unter Beschuss. Schon wieder? Ja, das hält nicht lange durch. Dafür bin ich hier ein bisschen zu schwer gepanzert. Das Stabfest in Bright Sands, kurz vor seinem Abgang, hat man schon befürchtet. Also ich habe einiges hier, aber... Ich frage mich jetzt gerade... Ja, da fragt man sich halt gerade. Oh. Hier ist die Rippe, da verziehe ich mich wieder. Aber hier generell gar kein so ein Item, aber... Einen beliebigen positiven Erlass. Ich werde erstmal gucken, was überhaupt bedeuten soll. Willkommen, Verwalter der Keftania.
Besser als von mir prognostiziert. Okay, gut, haben wir zumindest das noch gemacht. Ja, man hat ein bisschen Zeit, das schon, aber viel ist ja trotzdem nicht. Ein Sie beliebigen beschweren sich Positiv. zwar, aber die meisten Ältesten sind eigentlich stolz, dass ihre Kinder Gelehrte geworden sind. Sie... Okay, ist ein bisschen creepy, muss ich jetzt mal Alles so bereit. erwähnen. Aber gut, Freunde, werden wir in der nächsten Folge nachgehen. Vielleicht muss ich ganz kurz mal kurz gucken, was es sein soll. Beliebigen positiven Erlass. Ich finde die Formulierung so seltsam. Die sind noch nicht zurück, ich glaube das nicht. Egal, komm. Wir gehen in die alte Welt. Hier haben wir jetzt die Quest mit dem Traktor gemacht. Können wir ganz kurz hingehen und uns mal den Traktor angucken. Du bist uns allen ein Vorbild. Dankeschön. Und dann nächste Folge werden wir ein bisschen Inselanteile kaufen. Ich habe dann eine Pressen Sie den letzten Tropfen aus diesem Stein. Stein vor allem. Ja, eben da jetzt. Zu alt und werde es wohl nicht mehr erleben. Aber die Wissenschaft wird eines Tages Wege finden, um Menschen fliegen zu lassen. Schon mal was von Zeppelin gehört? WTF. Naja, ist ein anderes Thema, Freunde. Und ich sage in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen wieder mal bis zur ersten Folge bei 1800. Dann wieder hoffentlich vermehrt in MBSA, eben vor allem da die Quests ein bisschen machen. Wie wir bereits wissen, die auf Vordermann bringen und ja, Inselanteile kaufen, da vor allem bezüglich Honig oder Bienenstock. Und da muss ich schon mal ein bisschen gucken, dass mir da unser sehr verehrter Herr Feind nicht irgendwie naja, ständig alles kaputt macht und so. Wobei, was heißt kaputt macht? Ich kaufe ihm seinen Anteil ab. Insofern bin ich eigentlich der Böse. Oh Mann, oh Mann. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen. Kleine Fische müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen.